So, schöne guten Morgen von meiner Seite. Erlaubt mir vielleicht, dass ich aufhängen für alle Guten scheint glücklich, dass für alle gesund nach Jahr 2021 zu wünschen, wo ihr kann hier zumindest Hoffnung haben, dass der Jahr 2021 besser geht wie der Jahr 2020, was wir runterziehen. Aber auch 2021, und das wissen wir alle Guten, als den Virus nicht fort, das nachher immer da ist, die allgemeine Situation ist angespannt, das wissen wir alle Guten. Die Gesellschaft funktioniert nicht mehr mit drastischen Restriktionen, und das ist kein Geheimnis, dass wir alle Guten es löserlos überdrüssig gehen, mit dass wir auf der anderen Seite aber auch wissen, dass es nicht anders geht. Der Sport, das habe ich während der Pandemie gesagt, das so ich während der Pandemie, und ich werde auch nur der Pandemie so als ein Teil von der Gesellschaft, und er muss auch als solchen behandelt gehen. Der Sport war ja auch zu Lützeburg, am Gegenteil zu dem, wie der dann andere Länder am Anfang der Fall war, nie ganz verboten. Wir waren einfach stark angestrengt an die Restriktionen, die wir geholt haben, wehgetan. Sowohl am Niveau von den Vereinen wie auch am Niveau von den Föderationen, und auch dem wird der Sport als kommerzielle Aktivitäten durchstellt, auch da hat es ganz wehgetan. Dabei ist, das wissen wir alle gut, der Sport extrem wichtig für die Jungen und auch für die Männer Jung. Auf allem, was die Gesundheit angeht, spielt eine wichtige Rolle. Einerseits die physische Gesundheit, aber auch die mentale Gesundheit. Das allgemeine Wohlbefinden steht im Spiel, das wissen wir, und das ist kein Zufall, dass der Premier und Gesundheitsminister bei ihrer letzten Pressekonferenz auch ganz klar darauf hingewiesen haben, dass die vielen Restriktionen, die wir während Monatelang geholt haben, auch löserlos weisen, dass ein ganz Reihe von Mentalproblemen auch damit können verbunden sind. Dafür, ja, auf jeden Fall, so wie der Präsident vom COSL ausgedrückt hat, der Sport kann ein Teil von der Lösung sein. Und dafür ist es auch extrem wichtig, dass der Sport an diesem Covid-Gesetz, das geplant ist, aber ich kann davon ausgehen, dass es nach des Wochwert gestimmt geht. Dafür ist es doch ganz wichtig, dass der Sport an dem Gesetz ein eigenes Kapitel hat. Das entspricht seiner Wichtigkeit an der Gesellschaft, an dem gesellschaftlichen Leben insgesamt. Wir sind uns bewusst, dass man an einem Gesetz nicht alle Details aufgrund von der Vielfältigkeit von den Sportarten, die zu Lützeburg exerziert gehen, können alle Guten am Detail regeln. Wir probieren, klare Regeln zu setzen, generelle Regeln, die für jeden Verein verständlich sind, die nachvollziehbar sind und dafür auch können, ob eine relativ einfach Weise umgesetzt werden. Natürlich brauchen wir für die konkrete Umsetzung Zusammenarbeit von den Föderationen, statt von der Vielfältigkeit vom Sport geschwert. Das impliziert dann auch, dass wir viel Kontakte haben mit vielen Föderationen, für zu gucken, ob hier spezifische Situationen die richtigen Antworten zu geben. Ohne sie, also in der Vergangenheit nicht gegangen, und werdet auch in Zukunft nicht gehen, das sind wir uns voll bewusst. Ich hatte auch Rückspruch mit dem Präsidenten vom COSL, wie auch mit einer Reihe von Präsidenten, hauptsächlich für große Equipen, Sportarten, weil wir ja wissen, dass der Sport hauptsächlich an Ekippensportarten nach mehr problematisch ist, wie an den Einzelsportarten, ganz einfach der Tatsache geschuldet, dass du mehr Leute zusammen kommen. Ich gehe davon aus, dass wir kurzfristig einen Avis vom Staatsrat kriegen, und wie gesagt, dass Chambach das Gesetz nach dieser Woche wird stimmen. Ich mache nicht gerne Pressekonferenzen, ehe das Gesetz gestimmt ist. Ich meine, in diesem Fall drängt es sich aber ab, weil aber eine ganze Reihe Leute, nicht nur Kollegen von der Presse, sondern auch eine ganze Reihe von Vereinsverantwortlichen, von Föderationsverantwortlichen, auf jeden Fall aber auch von Sportlern, darauf werden, wie da soll ab nächsten Monaten der Sport funktionieren. An ihre Detail angehen, was an dem Gesetz steht, will ich aber ganz klare Message geben. Und wir drüben gesagt haben, am Abklang mit dem Präsidenten vom COSL, dass der Sport ein Teil von der Lösung kann sein.
sind wir uns aber auch bewusst, dass ein Teil vom Problem kann durchstellen. Und dafür machen wir einen ganz warmen Appell und alle guten Vereinsverantwortlich und alle guten, die responsabel an der Föderation und alle guten Sportler. Alles dafür zu machen, eine Großdisziplin zu weisen, Barrieren am Sport soweit geht anzuhören, nach allem auch Führung am Normsport, alles zu machen, für das wir dem Virus keine Chance geben, an dass man den Virus für einen sportlichen Ausdruck zu gebrauchen, eine Niederlage zufügen, die sich gewäscht wird. Das geht nicht mehr, wenn ihn zusammenhält, wenn ihn sich einer gewissen Disziplin erzieht, selber erzieht, und probiert Rücksicht einen auf den anderen zu hören. Ich meine, das ist allgemein bekannt, dass ich alles einig, dass wir Freund von repressiven Maßnahmen sind, mir schon froh gestaltet an der Chamberkommission, und dafür will ich auch heute ganz klar darauf antworten. Durch den Fakt, dass wir die Regeln Lohai an das Gesetz angeschrieben haben, die ich werde präsentieren, also natürlich auch so, dass bei Nicht-Anhalen von den Regeln auch die Sanktionen gelten, die allgemein am Gesetz vorgeschrieben sind. Wenn die neuen Bestimmungen vom Sport angeht, ganz klar will ich auch damit aufhängen, zu 1 oder zu 2 kann ein Sport machen ohne Restriktionen, auch ohne die Obligation vom Port de Masque und auch ohne die Obligation von der Distanziation Physik von 2 Meter. Das zählt für den organisierten Sport und das zählt auch für den Freizeitsport. Und das zählt sowohl für den Sport zu bannen wie auch für den Sport zu draußen. Allgemein, und das zählt für alle Fälle, wo wir Sport machen, sind Sportler von der Maskenpflicht entbunden. Dann können in Zukunft auch 10 Leute zusammen Sport machen. Das ist allerdings unter der ganz klaren Bedingung, dass sie dann 2 Meter Schiedverein von dem anderen müssen Distanz halten. Auch das zählt für den organisierten Sport, auch für den Freizeitsport, und zählt für die Bannen und für die Bausen. Das heißt dann natürlich auch, dass die Sportinfrastrukturen insgesamt können abgemerkt gehen, unter der Bedingung selbstverständlich, dass der Proprietär das auch will. Der Proprietär ist, das wissen wir, an den allermeisten Fällen, zumindest was den organisierten Sport angeht, gemengen. Ähnlich wie am Kommerz kommen aber dann am Bereich von der Sportinfrastrukturen Begrenzungen, respektive Mindestaufforderungen, was Quadratmeterzahlen angeht. Das Minimum für E-Sportler, den allein an einer Infrastruktur Sport möchte, sind 15 Meter carré. Ab 2 Sportler sind es 25 Meter carré pro Person, also ein Minimum von 50 Meter carré. Und ab 3 Sportler, ab bis zu 10 Sportler, wenn man gesagt hat, also ein Maximum von 10 Sportler erlaubt, sind es dann 30 Meter carré pro Sportler. Das heißt also, dass wenn wir bei 3 Sportler sind, sind es 90 Meter carré, bei 420, bei 550 und dann dekliniert ob 10 mit einem Minimum von 300 Meter carré. Das sind, und jetzt sind wir uns bewusst, mehr strenge Bestimmungen wie die allgemein an der Gesellschaft zählen. Das rechtfertigt aber dadurch, dass wir einerseits der Maskenpflicht entbunden sind, wenn wir Sport machen, an das rechtfertigt auch dadurch, dass wir wissen, dass am körperlichen Erfahrung natürlich mehr geotet wird, dann noch mehr Aerosolen freigesetzt gehen und dadurch Durchstechungsgefahr riskiert, mehr groß zu gehen. Ich mache nur direkt einen kleinen Klammer für eine Reihe Fragen direkt am Voraus zu beantworten. Das ist also nicht gedurcht, für das Beispiel von einem Fußballterrain zu hören, den 8.000, 9.000 Meter carré hat, also immer der Regel, die ich für drunten genannt und dann bis zum letzten ausreizt. Dafür werden wir neben dem, was wir am Gesetzestext stehen haben, so wie wir auch an der Vergangenheit gemacht haben, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben, eine Reihe von Rekommendationen machen. Und die Rekommendationen, die sagen, dass es auf der nämlichen Platz ein Maximum von 2 Gruppen als 10 Leute, die können Madenen trainieren, selbstverständlich dann unter der Bedingung, dass sie 2 Meter Distanzen weghalten, und dass die Gruppen ein Minimumabstand von 20 Meter von den Hallen, was hier so nicht angeht, wo sie aktiv gehen.
Dat gilt, weil auch die Frau schon gestaltet gehen, selbstverständlich auch dann für League-Athletics, Terrain zum Beispiel, wo ihr auf der einen Seite können ruhig Sprint trainiert gehen, für mal so zu so, und dann auf der anderen Seite vom Terrain eine andere Gruppe, dann eine andere Aktivität, zum Beispiel Hürdelaufen kann machen oder bei einem anderen Platz, wenn es weit genug ist, kann Weitsprung oder Heisprung trainiert gehen. An den sogenannten Dreifach-Sportzahlen, wisst, dass man viele Sportzahlen haben, die sich an 3 Deler andelen lassen, die aber durch ein fixes Rideau getrennt gehen. Und ich meine, das ist wichtig, die durch ein fixes Rideau getrennt gehen, können dann also jeweils 10 Sportler aktiv sind zur nämlichen Zeit. Ab 20.000 Meter Carré, das ist dann immer eine Rekommendation, denken ich für allem und Golfterren zum Beispiel können da Feiergruppe sehen, die zu 10 Leute könnten aktiv sind, selbstverständlich immer unter der Bedingung, dass die 2 Meter Distanz angehalten gehen. Ich meine also ganz klaren Appell, dass neben dem, was man als Regel am Gesetz stehen und auch die Rekommendationen, die man als Sportminister herausgehen, an die man nach den einzelnen Föderationen nach können mehr detailliert nach ein Jahr durchdiskutieren, dass auch die sollten angehalten gehen. Es geht heute darum, dass man erlauben, dass Sport möglich ist, dass man auch Sport unter den Restriktionen, die ich schon genannt habe, können exerzieren. Es geht nicht darum, das ganz bis zum Letzten auszureizen, und es geht von allem nicht darum, große Menschenmassen auf enger Platz zu konzentrieren. Das gibt uns noch mehr Probleme schaffen, wie es uns da löst. Was Schwimmen angeht, ist auch am Gesetz ganz klar festgelegt, dass die können abgehen können, selbstverständlich immer unter der Prämisse, dass der Proprietär dem zustimmt. Aber wenn sie abgehen, dann müssen sie an Couloiren angedeelt gehen. Und das ist so, dass an einem Bassin von 50 Meter just 6 Leute an einem Couloir dürfen schwimmen und an einem Bassin von 25 Meter dann selbstverständlich 3 Leute. Auch den Access zu den Vestiären und zu den Duschen ist ganz klar geregelt. Und ich will auch hier sagen, dass die Bestimmungen, was Vestiären und Duschen angeht, allgemein zählen. Das heißt also für alle Sportarten ohne Ausnahmen, auch für alle Sportler ohne Ausnahmen. Klare Maximum als vorgesehen von 10 Leute pro Vestiaire mit obligatorischem Maskdrohen oder Minimum 2 Meter Distanz halten. Wenn ihr an die Dusche geht, und Kollektivduschen, auch da ein Maximum von 10 Leuten, wobei es auch klar ist, an einer Maske, die normalerweise nicht an die Dusche, dafür muss ich aber dann eine Distanz von mindestens 2 Meter halten. Auch das steht ganz klar am Gesetz. Das ist wichtig zu sagen, dass der Vereinssport natürlich große Einschränkungen hat, dass man vor allem auch bei den Jungen gesehen haben, dass sie nicht mehr konnten, den Sport auf die Art und Weise ausüben, wie das an der Vergangenheit der Fall war. Und dafür habe ich mir die Freiheit rausgeholt, eine ganze Reihe von Diskussionen zu feiern mit Vereinsverantwortlichen, mit Föderationsverantwortlichen und wie gesagt auch mit dem Präsidenten vom COSL. Wir haben probiert, alle guten die Erfahrungen, die auf den einzelnen Plätzen sind, zu bündeln, für zu konkreten, klaren Regeln zu kommen, die das wesentlich nicht für eine Satisfaktion gehen. Aber die aber mengenisch das möglich machen, was wir alle Guten wollen, nämlich zu garantieren, dass der Sport auch das Pandemie kann evaluieren und dass es auch möglich ist, Sport zu machen, wenn auch, wie ich gesagt habe, an eingeschränkten Bedingungen. Wichtig ist auch zu sagen, dass das, was wir an den Ausnahmen Regeln erleben, dass wir uns da orientiert haben und dem, was an den Notbeschländern geschieht. Einerseits natürlich als sanitären Erwägungen, was als zumutbar, was kann sich erlauben, wo geht es zu weit. Der andere Seite aber auch am Bedürfnis darüber, dass als Sportler internationalen Niveau nicht so viel Kriterien kriegen. Und dafür haben wir uns auf verschiedenen Dispositionen geeinigt, die auch verschiedene unerkannt gehen. All die Regeln, die ich hier genannt habe, die zählen für eine Reihe von Ausnahmen nicht. Und zu denen Ausnahmen zählen alle Guten die unerkannten Elitesportler vom COSL aus den verschiedenen Kadern.
Also einerseits selbstverständlich den Elitekader, andererseits aber auch der Promotionskader, alles also wird an einem Kader vom COSLers braucht sich nicht um die Regeln zu halten, die ich vorhin genannt habe. Das zählt auch für die Profisportler. Sportler aus allen Nationalkader von allen Verbänden, von der Jugend bis an der Kaderen, es zählt nicht für die Schüler aus dem Sportlycée, an die Schüler aus den Centre de Formation, und es zählt auch nicht für Seniors-Equipen aus den ewigen Divisionen von den jeweiligen Sportarten. Wobei es klar ist, dass das selbstverständlich für Damen und Herren zählt, die, wie gesagt, an alle Guten, die Kategorien, die ich nur genannt habe, ohne Restriktion können trainieren oder auch Kompetition machen. Ich hatte wie schon gesagt, fest an Tischregeln, die zählen natürlich auch für die heutigen Leute, auch das sollten wir wiederholen gehen. Ich wollte also auch noch ganz klar so, dass man als muss bewusst sein, dass Sportler ein Vorbildfunktion haben. Und dafür noch einmal den Appell für körperlichen Erfahrung, nur Sporttreiben selber, alle guten die Restriktionen, alle guten die Regeln anzuhalten, die an der Zwischenzeit schon bekannt sind, von der Distanzation, körperlicher Distanzation, von den Männern, vom Port, die Maske, vom Händewaschen und so weiter, das wirklich den Appell für das man für allem wie ich gesagt habe, wann der Sport selber rüber raus, von der körperlichen Erfahrung rüber raus, so viel wie möglich sich selber und auch andere zu schützen. Vieles geht möglich, das wissen wir, aber das heißt aber nicht, dass wie ich wieder gesagt habe, alles muss ausreizen. Hier ist nach immer diese Verantwortung für die Vereine gefragt, und vor allem auch das gesund empfangen von den Vereinen einzeln wird gebraucht, für das wir hier können zusammen da durchkommen. Auch nicht alle Manifestationen, die kennt, stattfinden, muss unbedingt stattfinden. Ein Organisateur soll sich freuen, ob es wirklich opportun ist, das zu diesem Zeitpunkt zu machen oder nicht. Eine ganz wichtige Regel nach, die nicht vergessen gehen, bei allen Manifestationen, bei allen Trainings, bei allen Kompetitionen, bei allen sportlichen Aktivitäten sind keine Zuschauer erlaubt. Also selbstverständlich sind auch Bewerten an ähnliche Strukturen müssen zubleiben. Ich meine, dass heute wichtige Mesure sind, die uns erlauben, wie ich vorhin gesagt habe, den Sport funktionieren zu lassen und einfach auf der anderen Seite eine große Verantwortung vis-à-vis von der gesamten Gesellschaft erweisen. Ich wollte vielleicht noch enge Informationen geben, die ich gestern auch an der Schambach-Kommission auf Nachfrage gegeben habe. Ich meine, das für klar, dass wann ab dem nächsten Monaten theoretisch könnten Kompetitionen stattfinden, schon um die größten Mannschaftssportarten, die bislang nicht konnten trainieren, dann ist es aber genauso logisch, dass kein von den Verbänden wird auf den Weg gehen, für das aber Monaten zu machen. Das wäre auch als ein rein gesundheits- und sportpolitischen Aspekt geguckt, nicht ganz verantwortlich. Muss in den Leuten selbstverständlich den Sportler die Möglichkeit geben, sich an einem Training op die kommenden Kompetitionen zu präparieren. Mengen Informationen no wären die ersten Matcher an den Kippesportarten gingen en Januar stattfanden, dat wenn den Handball den eng Reihe von Nodrotsmatscher nach zu spielen hat. Da gibt der Fußball no kommen, die dat auch schon ugekönne an einem Kommuniqué den 6. und 7. Februar an Präsidenten vom Volleyball auf dem Basketball haben wir gesagt, dass sie planen Ende Februar mit der Kompetition anzufangen. Wir haben als Wort gehen, not einmal die vier Föderationen, von denen ich gesperrt habe, dass wir die ganzen Aktivitäten, die dann aufhängen, an Kompetitionscharakter begleiten mit einer Aktion, wo alle guten Sportler Schnelltester machen. Das heißt also, wo wir am Basket, Fußball, Handball, an Volleyball, zusammen mit dem COSL, zusammen mit dem Sportministerium, zusammen auch mit dem LIH, den eine wissenschaftliche Etude auch danach will machen, garantieren, dass alle Sportler, die in einer Kompetition, an einer Equipesportart, wo also viele Sportler zusammenkommen, denen dann teilhaben, dass denen auch getestet gehen über Schnelltest. Selbstverständlich ist das nicht so einfach, wie das sich einfach an einem Wort sieht. Du musst eine ganze Reihe von Bedingungen klar sehen. Die Föderation hat sich bereit erklärt, natürlich, dass alle Sportler, muss ich wissen,
KK gezwungen gehen Schnellteste zu machen. Das wollen wir auch nicht. Mit Föderationen gehen aber davon aus, dass die sich weigern, Schnelltests zu machen, dass die von der Kompetition werden ausgeschlossen bleiben, auch als Rücksicht auf die anderen Sportler, die das dann einfach werden machen. Ich will auch klar sagen, dass es, wenn ein Schnelltest gemerkt wird, dass zu Lützeburg noch immer einen medizinischen Akt ist. Das kann also nicht jeder machen. Das muss also gesundheitlich geschulten Personal sein, sind, die das machen. Das könnten zum Beispiel Kinder von den Vereinen sein, das könnten aber auch Firmen sein. Detailer über das Ganze werde stiveren, wenn das Konzept bis steht. Ich gehe davon aus, dass das mit Januar werde der Fall sein. Und da werde ich die Aktion hier am Detail der Presse präsentieren mit allen implizierten, einerseits den COSL, einerseits den LIH, und selbstverständlich auch die Föderationen, die dann direkt davon profitieren. Ich will just sagen, dass das Sportministerium mit der Hilfe auch von anderen nationalen Instanzen wird die Schnelltester an einer Zahl von 50.000 zur Verfügung stellen für den Lützeburger Sport. Das gesagt, ging ich merci so für die Aufmerksamkeit. Nach ein klar die Bestimmungen, die wir heute gestalten, die zählen bis den 31. Januar. Und es ist selbstverständlich bereit, auf Fragen so weit wie möglich zu antworten. Alles das werde ich weiß, werde ich euch sagen. Ich kenne Kollegen von der Sportfresse, die hat nicht ähnlich das Sinn wie an der Chambre. Zu diesem Moment geht es noch nicht auf alle Fragen eine Antwort. Ich werde mir best gehen. Merci vielmals.